Streifenwagen. Einen Streifenwagen zu klauen wird meine Lage gewiss nicht verbessern. Das glaube ich allerdings auch. Da steht kein Zutritt quer über der Tür. Ich glaube, das ist wohl der ungünstigste Ort, einen Hausfriedensbruch zu begehen. Seans Flasche Rye Whisky. Rye, der stärkste Whisky, den man bekommen kann. Und auch der billigste. Nur eine irische Leber kann das Zeug verarbeiten. Können wir vielleicht mit den Dietriche weiter? Ich brauche einen guten Grund, um das zu tun. Nein. Ich kann nicht jedes Schloss knacken. Ich würde sagen, das ist unmöglich. Gut. Ich glaube, dass wir noch nicht fertig sind. Nein, ich muss erst andere Probleme lösen. Dann gehen wir wieder rein. Können wir da einfach so hintergehen? Hey, Sie! Da können Sie nicht rein. Das ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Das Polizeidezernat Hoboken. Ich war schon seit Jahren nicht hier. Hat sich nichts geändert. Das Kabuff vom Portier. Gut, der Typ war auch nix. Gibt's denn da rum noch irgendwas? Einer der vielen Nein, danke. Ich stehe mit der Bürokratie auf Kriegsfuß. Oder gehen wir vielleicht nochmal wie heißt die, Victoria Diaz? Immer herein. Hi, Victoria. Ich habe da ein paar Fragen an dich. Was gibt's denn, Jack? Wegen diesem chinesischen Taxifahrer. Was willst du denn wissen? Warum ist er hier? Es wurde verlassen in der Nähe des Hafens aufgefunden, eine halbe Meile vom Tatort entfernt. Die Beamten sahen ihn und als sie herausfanden, dass er dich zum Hafen gefahren hatte, brachten sie ihn hierher. Seit er hier ist, tut er nichts anderes als jammern und sich beschweren, dass er sein Taxi wieder haben will. Wo ist sein Taxi jetzt? Das steht im Lagerhaus des Dezernats. Die Streifenpolizisten haben es hergebracht. Es ist offensichtlich beschlagnahmt worden. Ich habe im Moment keine weiteren Fragen an dich. Wie auch immer. Gut, ich glaube über Malone haben wir Erzähl nichts mir mehr. von Malone. Was willst du denn wissen? Themawechsel. Erzähl... Ich arbeite... Ich habe... Gut. Wegen... Was willst du denn? Ich habe... Wie auch... Ich sollte losziehen. Wenn du mich brauchst, ich bin in meinem Büro. Gut, da kann man jetzt nichts umeinander suchen, solange die drin ist. Gehen wir vielleicht nochmal zu dem Taxifahrer.
Du schon wieder? Was du wollen? Ich kann dir ein Angebot machen. Worum es geht? Aha. Gut, müssen wir gerade die 2 richtigen Antworten finden. Das ergibt keinen Sinn. Gut, müssen wir gerade richtig kombinieren. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Erzähl mir von dem Typen, den du bei deinem Taxi gesehen hast. Und ich stelle sicher, dass du deine Mühle wiederkriegst. Ich nicht glauben. Du lügen. Wie du willst. Ich wette, das wird ein Riesenspaß für dich, dem Detective zu erklären, warum du das Taxi von jemand anderem fährst. Okay, okay. Ich dir sagen, was ich sehen, aber erst will ich sehen Taxi. Du bist gar nicht mal so blöd, wie ich dachte. Okay, so machen wir's. Ich besorge dir dein verdammtes Taxi und du erzählst mir, was du gesehen hast. Abgemacht. Ich brauche deine Zulassungsnummer. Zulassungsnummer? Du meinen Zahlen auf Auto? Ja, exakt. Ich nicht wissen, Nummer. Wie zum Geier soll ich dein Taxi zurückkriegen, wenn du nicht mal die Zulassung weißt? Ich nur erinnere letzte 2 Zeichen. C und I. Wie in China. Mein Land. Ich nicht erinnere andere. Wenn es 7 Ziffern gibt, dann brauche ich 7 Ziffern. Was glaubst du, kann ich mit 2 Ziffern anfangen? Erzähl mir von... Nichts zu machen. Wenn ich nicht sehen Taxi, ich nicht sagen. Verdammter Taxifahrer. Ich muss jetzt los. Ah, du gehen. So, der Chinese ist ein orange sturer Bock. Aber jetzt wissen wir schon mal 2 Nummern. Hallo, Officer. Was kann ich für Sie tun? Jetzt muss ich nur irgendwie an das Taxi kommen. Wegen eines beschlagnahmten Taxis. Ach ja, das von dem jammernden Chinesen. Wie kann ich ein beschlagnahmtes Auto wieder auslösen? Glauben Sie an Wunder? Was meinst du? Auslösung von Fahrzeugen. Prozedere 75. Um ein Fahrzeug auszulösen, brauchen Sie das Formular über die Beschlagnahmung. Wenn das Fahrzeug beschlagnahmt wurde, weil es verlassen vorgefunden wurde, brauchen Sie Formular B43. Wenn das Fahrzeug im Zuge einer polizeilichen Untersuchung beschlagnahmt wurde, brauchen Sie Formular B26. Wenn das Fahrzeug wegen einem unbezahlten Strafzettel beschlagnahmt wurde, brauchen Sie Formular F12. Wenn erstmal alle Fahrzeugdetails eingetragen sind, muss es vom leitenden Detective der Abteilung, die die Beschlagnahme durchgeführt hat, unterschrieben werden. Und dann muss das Formular zum Verwaltungsbeamten geschafft werden, der, wie es der Zufall will, ich bin. Geht das nicht vielleicht etwas schneller, ein verdammtes Taxi zurückzukriegen? Ja doch, kaufen Sie einfach ein neues. Ich kenne leider die Zulassungsnummer nicht. Ihr Problem. Kannst du nicht irgendwie die Zulassungsnummer von dem Taxi rausfinden? Ja, die steht auf dem Formular zur Beschlagnahmung und das habe ich hier. Und ich nehme an, ich kann da nicht mal eben schnell drauf schauen. Nee, das ist vertrauliche Information und das heißt, dass die Polizei entscheidet, wem sie die Information anvertrauen kann. Und Sie gehören leider nicht zu dem Personenkreis. Es ist doch bloß ein Nummernschild. Was könnte ich schon damit anstellen? Ich weiß es nicht und es ist mir auch egal. Ich habe andere Sorgen. Wenn Sie also keine weiteren Fragen haben, mache ich mich wieder an die Arbeit. Ich habe keine weiteren Fragen. Ach nee, gute Neuigkeiten.
Gut, dann schicken wir nochmal zum Malone. Ich will noch mal mit Malone reden. Schon wieder? Okay, warten. Und dann werfen wir mal schnell einen Blick da rein. Gut, jetzt wo ich weiß, dass der Beamte nicht hier ist, kann ich ja mal versuchen, die Zulassungsnummer vom Taxi rauszufinden. Hier gibt es eine Liste mit beschlagnahmten Fahrzeugen. Hier stehen mehr als 1 Dutzend Zulassungsnummern. Ich muss rausfinden, welche zu Johns Taxi gehört. John sagte, dass seine Zulassung auf C und I endet. Das hier ist die einzige auf der Liste, für die das zutrifft. Das muss einfach Johns Taxi sein. RP 834CI. Das sollte ich mir merken. Der Beamte kommt zurück. Der Lieutenant wartet auf Sie. Ich habe meine Meinung geändert. Habe ihm nichts zu erzählen. Gut, jetzt wissen wir schon mal die Nummer. Hallo, Officer. Was kann ich für... Wegen eines beschlagnahmten Taxis. Sagen Sie. Ich habe keine... Ach, nee. Tschüss, Officer. Tschüss. Ja, jetzt gehen wir nochmal auf und schauen wir mal, ob wir die Formulare kriegen. Da muss doch eins dabei sein, mit dem ich Johns Taxi freigeben kann. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, das verdammte Taxi wiederzukriegen, muss ich wohl so ein Formular ausfüllen. Aber das mache ich auf meine Weise. Ich warte nicht so lange, bis sich endlich mal jemand bequemt, ein Stück Papier zu unterschreiben. Die müssen wohl mit einer gefälschten Unterschrift Vorlieb nehmen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das mache, und es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Okay. Ich habe das Nummernschild und den Namen der Person, die hier unterschreiben soll. Jetzt muss ich nur noch das Formular ausfüllen. Ach du Scheiße. Was war denn das nochmal? War das, jetzt habe ich da gar nicht so aufgepasst, war das F12? Für meinen Freund. Okay, fangen wir an. Das sollte soweit alles korrekt sein. Jetzt muss ich es dem Diensthabenden geben. War ja ziemlich leicht. Mal schauen, ob er das annimmt. Das ist eine Freigabeverfügung für Johns Taxi. Aber irgendwas daran stimmt nicht. Was soll denn nicht stimmen? Hier ist das Auslöseformular. Ich überprüfe das mal. Tut mir leid, aber da stimmt was nicht. Das müssen Sie nochmal ausfüllen. Viel Spaß. Gut, irgendwo stimmt nicht. Hallo, Office. Was kann ich für... Das hätte mich ja gewundert, wenn es so schnell gegangen wäre. Wegen eines beschlagnahmten Taxis. Sagen Sie es mir. Jetzt hören wir uns das nochmal an. Erzähl mir noch mal, wie ich ein Auto auslösen kann. Auslösung von Fahrzeugen. Prozedere 75. Um ein Fahrzeug auszulösen, brauchen Sie das Formular über die Beschlagnahmung. Wenn das Fahrzeug beschlagnahmt wurde, weil es verlassen vorgefunden wurde, brauchen Sie Formular B43. Wenn das Fahrzeug im Zuge einer polizeilichen Untersuchung beschlagnahmt wurde, brauchen Sie Formular B26. Wenn das Fahrzeug wegen einem unbezahlten Strafzettel beschlagnahmt wurde, brauchen Sie Formular F12. Wenn erstmal alle Fahrzeugdetails eingetragen sind, muss es vom leitenden Detective der Abteilung, die die Beschlagnahme durchgeführt hat, unterschrieben werden. Und dann muss das Formular zum Verwaltung...
Geht das nicht vielleicht? Ja doch. Also F12 war es nicht. Also Erzähl nochmal. mir noch mal, wie ich ein Auto... Auslösung von Fahrzeugen. Prozedere 75. Um ein Fahrzeug auszulösen, brauchen Sie das Formular über die Beschlagnahmung. Wenn das Fahrzeug beschlagnahmt wurde, weil es verlassen vorgefunden wurde, brauchen Sie Formular B43. Wenn das Fahrzeug im Zuge einer... Wenn und dann... Geht das nicht vielleicht? Ja doch. B43. Ich habe keine weit... Ach nee. Tschüss, Officer. Tschüss. So, dann suchen wir uns B43. Ich versuch's noch mal. Formular... Für meinen Freund. Wer war der leitende Kommissar? Probieren wir es mal mit dem ersten. Okay, fangen wir an. Das sollte soweit alles korrekt sein. Das ist eine Freigabeverfügung für Johns Taxi. Aber irgendwas daran stimmt nicht. Das denke ich mal schon. Hier ist das Auslöse. Ich überprüfe das mal. Tut mir leid, aber da stimmt was nicht. Viel Spaß. Gut, und wer war der leitende Kommissar? John, Du hast Taxi wieder bekommen? noch nicht. Ich arbeite dran. Ich muss... Ah, du. Das heißt, nochmal auf, jetzt fragen wir mal die Dame Diaz. Immer herein. Hi, Victoria. Hi, Jack. Wegen diesem chinesischen Taxi... Was willst du denn? Kann ich irgendwie sein Taxi zurückkriegen? Du musst einen Antrag stellen, wenn du willst, dass das Auto freigegeben wird. Kannst du das nicht machen? Nein, ich habe nicht die Befehlsgewalt. Rede mit Officer Patterson. Er ist derjenige, der sich um solche Sachen kümmert. Mach ich. Ich habe im Moment keine... Wie auch immer. Ich sollte... Wenn du mich brauchst... Gut, das müssen wir selber regeln. Allerdings probieren wir das erst einmal ohne Aufnahme.